Aber immer am Studio begrüßen den Generalsekretär von der Horeska de François Köpp. Guten Abend. Ja, die hat mit der Generalversammlung konfirmieren, Herr Membre, das wird man am Reportage gesehen und Leitspuren. Leitspuren, ja, das richtig kann ich sagen, sie depensieren ernst. Das ist ganz klar. Wie gehen Sie Mannertags an das Restaurant oder gucken Sie besser, was sie ausgehen, wie viel sie ausgehen? Die einen gehen Männer an das Restaurant, an die anderen gucken, was sie ausgehen, und wie sie ausgehen. Vielleicht wollen sie kein Aperitif mehr, vielleicht wollen sie auch vielleicht kein Entree mehr. Effektiv, ein Ticket moyen ist geklommen durch die Cashen-Explosion, die wir haben, und trotzdem haben die Leute aber Versicht, bis man rauszugehen. Leider dann noch immer drin, dass viele Betriebe den Teletravail beibehalten, nur nach der Covid-Pandemie. Da sind ja die 2 oder sogar 3 Dichtwochen Leute erlauben, daheim zu bleiben. Ja, das ist ganz klar. Ich meine, für die Jungen sind Notwendigkeit, mir für uns ist der erste Punkt. Wir schätzen, dass rund 6.000 Leute im Moment all der am Teletravail sind. Von denen 6.000 ist bestimmt Talschen Dienste gegangen und hat mit 25 € rund rechnen wir statt vor über 7,5 Millionen, wo das Hektar man umsetzt. Mit einem Reportage gesehen, es geht auch immer mehr schwer, für Präen zu kriegen. Gerade in Hotel-Restaurant muss ja regelmäßig investieren. Da passen die Banken viel besser auf. Ja, das ist klar, das wäre schon eine Zeit am Gang und das so, dass die Banken gucken, was das ein EBIT von einem Restaurant, also was das der Rendement von der, was eine Kapazität der Remboursement von einem Hotel, wenn sie Prä machen. Es geht nicht mehr, dass die viel Kapital hat, und dass den dann eine große Hypothek im Gebäude hat. Muss ihn halt weisen, dass das Resultat vom Betrieb so ist, dass den sein Prä ohne Probleme zurückbezahlen kann. Das Geschäft dreht mich los. Trotzdem klagt er immer über Personalmangel. Du doch die Initiative laufen zusammen mit der Adam Moras nicht so ein Job, der an der aller Seerei zu dicker schläft das gut. Aber wie schwer ist es dann, Leute zu finden? Ich meine, der letzte Job, der hat mit 1200 Leuten, die sich vorstellen kommen sind. Da müssen Profile übernehmen, die Gesicht gehen, die Leute, die ihr braucht. Da muss aber auch, meine Sterbe dem Kandidat zusuchen. Eventuell, wenn er aus dem Süden ohne Führerschein muss an den Norden gehen, für einen Erbschutz finden, ist das vielleicht immer so einfach. Und ich meine, du musst viele Sachen, Komponenten übernehmen. Und es ist effektiv das schwer, die Leute zu finden, die wir brauchen. Das ist klar. Spezifisch an den Kaffee, wir de Restaurant hören, mehr die Wirtsleute, den traditionellen Wirt. Wie schwer hat den im Moment? Den hört genauso schwer wie die anderen auch, aber nicht nach Fleisch ein bisschen mehr schwer. Den typische Wirt ist am Gang zu verschwinden, das was wir früher den typischen Bistro genannt haben. Wir stellen fest, wir haben heute nach 752 Bistroen durch Land, Rengbistroen, das sind dann nicht mehr ganz viel. Wir hatten noch mal 1980, geht das lange hier aus, bis 1650. Die sieht, dass ein Betrieb schrumpfen da, aber wir müssen gucken, wie wir das gestoppt haben. Gibt es an dir ein bisschen Depressionen, es kommen so Kaffee ins Reck, ne? Ja, es kommen Kaffee ins Reck, weil Gemenge viele Initiativen für selber Lokaler zu bauen, abzumachen, an die dann und einen Exploitant zu verlohnen, dass die Möglichkeit tut, auch eine Existenz abzubauen, weil natürlich der soziale Treffpunkt ist heute der Kaffee. Es gibt keine Kirche mehr am Dorf, es gibt kein Metzler, kein Bäcker mehr. Und der Kaffee ist der letzte soziale Punkt, wo die Leute privat hingehen, für sich zu gesehen und sich mit ihnen auszutauschen. Die vertritt ja auch die Hotelsbranche, die hat natürlich viel gelitten an der Covid-Pandemie. Könnt ihr die überhaupt zurück auf Zeiten von vor Covid, Kongresstourismus, Businessreisen? Also den Business-Tourismus ist da, das stellen wir fest, aber der ganze Kongresstourismus, der fehlt. Das stellen wir fest, wir haben die Chance, dass der Freizeittourismus am Moment zulädt, das eine große Opportunität für uns. Auch wahrscheinlich durch die viel teuer Fliegertickets. Also mir einfach mal im Auto auf Destination zu fahren, die 3-4 Stunden fort. Die Stadt über Land geht besser wie die an der Stadt. Auch die Stadt profitiert davon. Wir sehen das ganz stark. Wir hören das viel von unseren Leuten. Aber das ist alles mehr volatil. Die Klima entscheidet sich immer wie spät. Wegen Reservation, ob das im Restaurant oder am Hotel, also für eine Bank ist, annulliert aber auch ganz schnell, oft ganz spät, dass das nicht ging kommen. Also es hat sich hinter Covid hat sich enorm viel verändert. Aber wir wären sicherlich im guten Weg, aber wir sind auch im guten Weg, ich muss es sagen, 12 Weise nur, wenn auch von natürlich der Revenu haut von einem Zimmer mit was wie 2019 haut leider 18,4% drin. Wir sehen, dass eine positive Entwicklung kennt. Wie weit helfen vom Staat? Wie bewertet die letzte Initiative von der Tripartite? Der Staat hat ja eventuell Indextranche, die verhält, eine Zeit lang. Ich meine, das ist ja klar, der Staat verhält die dritte Indextranche, die da ging aufhalten bis Januar 2024. Hast du den Drips auf der Wärme stehen oder hilft das schon gut? Das ein Drips auf der Wärme stehen, das ist immer besser wie nicht. Ich meine, es kann nicht vieles vor, muss natürlich, weil der Krit an, ich meine, das ist ein Schritt an die richtige Richtung. Auch den
Kompromiss vu geholgin ass fir die Adaptationune vum Barem ze machen, de Steuerkredit wo könnt. Ich mein, dat sind alles Sachen, die an die Richtung gin fir d Kafkraft vum Klient zu halen. Du dit fir guten gesot, de Klient iwwerlet sech zweimal werte mischt, wie mischt, werden ausget, a an Kafkraft gestärket as dat fir Reis natürlich gut sechen of vergleichzeitige Kächtepunkte. Steuerkredit den awer net direkt an Portmoni vun de Leiit. Leider mir wäre froh, wann schon do wie, well er ging ja schon se Wirkung bringen, dat für eng Positivwirkung an Regierung hat doch ganz richtig gemäht. Me et wäre gut, wann schnellstmäßig ge komme, weil wat mich schnell war besser auch für als Betriebe fir de Kommerse mal gemengen. Merci fir das André haut der also vun der Generalversammlung vun der Horaska. Merci fir de Besuch am Studio François Köpp. Merci Mam Sanders.